Anicht Liewen, ein Podcast von der ASTM. Willkommen bei Anicht Liewen, dem Podcast von ASTM und zum Arbeit beim Klimabündnis Lützeburg an Radio ARA. Mein Name ist Cedric Reichel. Willkommen bei Anicht Liewen, dem Interview. Heute schwätzen ich mit Nadine Haas, politisch Rechercheuse für das ASTM, heute Lützeburg über Briefküstenfirmen, hier Aktivitäten zu Lützeburg, Beispiel von JBS. Dono geht nach einer Agenda. An Haut bei mir im Studio für den Interview ist Nadine Haas. Moin Nadine. Guten Morgen, Cedric. Nadine, du bist eine Kollegin von mir bei ASTM. Du warst Chargé de Recherche. Ist das so richtig? Ja, das ist richtig. Ja. Genau, du hast studiert auf der Uni zu Heidelberg. Du hast lange eine Recherche geschafft auf Universitäten. Und du musst eben das für das ASTM. Und du bist auch am zweiten Job sozusagen Wahlbeobachterin für die OSCE schon ganz lang auf viele Länder auf der Welt, an afrikanische Länder, auch an Osteuropa, soweit ich weiß, warst du in der W. Und wie gehst du nach so, was das sozusagen deine Hauptfunktion momentan bei ASTM? Für was brauchen wir so eine Chargé de Recherche? Also bei der ASTM sind ich am Anfang mittlerweile zuständig für Recherchen, da das bisschen etwas, was sich entwickelt hat am Laufe der Zeit. Das heißt, wir probieren durch Recherchen, die wir selber machen, als politische Arbeit zu füttern, zu alimentieren, sodass wir einfach gut Beispiele haben, die wir gut abgeschafft haben, die wir da können benutzen für als Forderungen halt zu Lützeburg politisch zu stützen. Und die Recherche aus Dovens, lass mal so viel alles wichtig, dass wir sie selber machen, weil sie immer einen Bezug soll haben zu als Partnerin. Die zeichnen sich ja für allem dadurch aus, dass wir eben einfach ganz viel mit Partnerorganisationen zusammen schaffen, auf 3 verschiedene Kontinente. Und die Recherchethemen, über die wir schaffen, die ergeben sich am Anfang aus der Arbeit, die als Partnerin sur place machen. Das heißt, da geht ganz viel in Richtung Menschenrechte, Umweltrechte. Genau, und für was du heute im Studio bist, also von allem für über JBS zu schwätzen. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, was das war. Für was kann eine Stadt mit JBS? Ja, JBS, effektiv. JBS kann den nicht unbedingt, aber erst JBS eine Riesenfirma. Also JBS ist ursprünglich kommen sie aus Brasilien. Das ist ein Konzern, also ein Multinational mittlerweile, die mittlerweile 15 Länder präsent sind und aber an über 100 Länder auf der Welt exportieren. Was machen sie? Sie produzieren Fleisch an all seine Formen, für Frischfleisch, tiefgekühlten Fleisch, wobei sie angefangen haben mit Randfleisch, und aber auch löserlos wirklich am Finale mit den USA an den Bereich Geflügel und Schweinefleisch gegangen sind. Und sie produzieren andere Produkte, die kann aus Tieren herstellen, nennen wir mal so, wie zum Beispiel Leder. Für was kann den JBS nicht, weil sie das Fleisch nicht an ihrem Namen verkaufen, mehr an andere Marken nehmen. Das heißt, sie haben erstens mal selber Marken entwickelt, ganz viele verschiedene Marken, und sie haben aber auch Marken abgekauft, wie zum Beispiel in den USA für ein paar Jahre ein ganz großer Geflügelproduzent abgekauft, Pilgrim's Pride heißt den, oder in Irland auch ein Geflügelproduzent, Moypark. Und das heißt, die verkaufen Fleisch nach dem Namen. Dafür kann ich doch am Anfang nicht kennen. Und da kommt noch dabei, dass sie am Anfang auch nicht so viel in Europa verkaufen. Das ist nicht hier ein größter Marché. Das heißt, sie konzentrieren sich auf die USA, Asien, Brasilien, China ganz viel, Australien auch ein bisschen. Aber sie sind am Anfang mit dem Fleisch nicht so präsent wie in Europa. Wie soll ich mir vorstellen, wie groß sie sind am Vergleich mit Nestlé oder Coca-Cola oder andere großen Lebensmittelproduzenten? Also sie sind wirklich keine kleine Firma. Was Fleisch anbelangt, sind sie den größten Produzent weltweit, carrément. Das ist nicht jemand bekannt, vielleicht. Ich wusste das auch nicht, eher ich angefangen habe, mich mit JBS zu beschäftigen. Aber wenn sie allgemein guckt, was Nahrungsmittelindustrie anbelangt, da sehen sie direkt 100 Nestlé, carrément die zweitgrößte Firma. Und muss ich noch sagen, es geht ihnen wirklich gut finanziell. Also sie haben letztes Jahr, trotz Pandemie, weltweit, sie ja am letzten Trimester ihren Umsatz also heigen um 65% auf 590 Millionen Euro ihre Benefis lang am letzten Trimester. Also das nicht den Umsatz, mit dem Benefis
der Benefis. Wow. Benefis, genau. Okay. Das ist eine Steuerung von eben 65%. Und da gibt es daraus, dass sie vor allem aus China, aber auch bis nach Japan, andere asiatische Länder noch wirklich ganz viel mehr Fleisch konnte verkaufen letztes Jahr. Ja, das ist schön, was du erzählst, aber am Kaktus finde ich nicht von hinten Front. Für was muss ich mich dann zu Lützeburg oder soll ich mich für Sie interessieren? Ja, also das kann ihn sich für sie interessieren, weil sie sind effektiv auch heute in Lützburg präsent. Sie haben, ob schon sie heute wirklich kein Fleisch verkaufen, absolut nirgends, wo sie über 20 Firmen heute gegründet. Das hat angefangen 2013 mit der ersten Firma und für allem 2015, also du ganz rapid gegangen, du hast 16 Firmen innerhalb von einem Jahr gegründet und du von langen 14 Stück innerhalb von einer Woche am Dezember 2015. Das hat du müsste ganz sehr gut. Die letzte Firma, die nennt sich JBS Investments Luxemburg, die ist von 2019. Das heißt, sind da über ein paar Jahre abgebaut. Wie gesagt, die Firmen, die verkaufen kein Fleisch. Sie haben am Anfang überhaupt gar keine wirtschaftliche Aktivität hier im Land, die ihr kennt, gesehen. Kann sie also, wenn ihr wollt, Briefkostenfirmen nennen. Offiziell geben sie Soparfi nennen. Soparfi ist den Namen, den offiziell benutzt. Respektive, das sie offiziell. Das ist Soparfi ist eine Société de Participation Financière. Umgangssprachlich wird eine Holding genannt. Sind das dann überhaupt Firmen oder sind die alle auf einer Adresse oder wie muss man das vorstellen? Ja, also die sind effektiv alle auf einer Adresse gemeldet, was auch kein Problem ist, weil sie brauchen nicht viel Platz. Sie haben nämlich ja keine Aktivitäten, sie haben keine Employeen. Das heißt, sie können locker 20 Firmen auf einer Adresse enregistrieren. Sie sind, was ist der Sinn von der ganzen Sache? Das heißt, nicht nur am Fall von JBS, sondern so wie in einem Allgemeinen, wie die Nummer sieht, eben Participation financière. Es geht darum, dass sie Undeler haben und andere Firmen. Das heißt, sie besitzen Dealer oder Dealer von anderen Firmen oder eben ganz Firmen. Also sie kontrollieren die dadurch. Das heißt, in diesem Fall ist es so, dass die Lützeburger JBS-Firmen, die sind so etwas wie ein Zwischenniveau zwischen den Firmen von JBS, die irgendwo auf der Welt Fleisch produzieren, zum Beispiel in den USA oder in Australien, an dem Mammenkonzern in Brasilien. Das heißt, zwischen die zwei Ebenen sind die Lützeburger Firmen gestaltet. Das muss ich nur so vorstellen, stell dir vor, du hast eine Fleischfarm in den USA, die gehört offiziell einer Lützeburger Firma, einer Lützeburger JBS-Firma. Und deren gehört, wird kontrolliert von dem Mammenkonzern in Brasilien. Das heißt, das ist am Anfang ein riesiges Firmenkonstrukt mit ganz vielen verschiedenen Firmen auf viele Länder. Und die Lützeburger Firmen, die sind so dazwischen, die spielen eine ganz bestimmte Rolle an dem Firmenkonstrukt. Ich muss dich nur fragen, weil es gab ja für kurzem einen langen Reportal-U-Artikel zu diesem Thema. Und du hast mir aufgefallen, ich noch ein bisschen lachen, wie die JBS-Firmen die ein bisschen heischen. Und ja, also JBS Mirsch, JBS Klief, JBS Ulzestall und so weiter. Das ist teilweise ziemlich absurd. Als das ein Gag gemacht wird, also das wirkt so, wie wenn sie das nicht gibt. Ist das legal? Also, ja, also für dich mal legal aussieht. Ja. Du kannst vielleicht nur noch dazu so zum legalen Kader. Ich meine nicht, dass sie den Gag machen, das, was den aber bald verkaufen, ist, dass sie nichts verstoppen haben. Sie wollen nicht verstoppen, dass die Briefkostenfirmen halt zu Lützeburg ganz klar zu dem großen JBS-Konzern gehören. Das kann ich ja schon mal sagen. So, und da gibt es Firmen, die haben so nehmen, die heißen dann zum Beispiel JBS Global Luxemburg oder JBS Investment Luxemburg, wo ihn da schon auch kann sich denken, dass irgendetwas mit Investimenten von dem Konzern zu dienen. Anderen haben sie eben auch so die bisschen mehr komisch nehmen, wie JBS Clear oder JBS Ash oder JBS Mirsch, wo ich einfach mal denke, wenn du 14 Firmen an einer Woche musst gründen und du bist wahrscheinlich selber nicht zur Platz, weil du sitzt in Brasilien und du hast aber einen Notar und einen Fiduciär halt zu Lützeburg, die das für dich müssen regeln und ja, die holen da Fleisch einfach, die nehmen das, was hinten aufhält. Also ich kann mir das nicht erklären. Es hat keinen inhaltlichen Grund, dass nicht, dass die da irgendwie Aktivitäten hatten, die Firmen. Ja, und dann zu der Frau, dem anderen Teil von der Frau, ist das legal? Das ist total legal. Also zumindest das, was mir gesehen ist legal. Sie können halt so viele Firmen gründen, wie sie wollen. Das ist ziemlich einfach für sie, für das zu machen. Und das ist ganz interessant, weil es halt zu Lützeburg am Anfang über die Jahre in Umfeld geschafft hinaus, was ganz favorabel ist für so Firmen. Das heißt, für was ist favorabel? Das wird für allem mit Steuern zu tun. Sie bezahlen Soparfien, das ist eine Form von Societät, die einfach auf verschiedenen Zuchten von Einkommens Männer besteuert wird.
Das kann zum Beispiel sein, Suen, die sie von anderen Durchstofffirmen kriegen, also Dividenden nennen die das in dem Fall. Die gehen dann ganz niedrig besteuert oder auch Einkommen aus Proprietät intellektuell oder so. Wird einfach zu Lützeburg viel, viel mehr besteuert wie auf anderen Plätzen. Das ist ja in den letzten Jahren geschieht. Als dann du irgendwie ein Kader geschafft gehen, den das favorisiert, was hat GBS sozusagen motiviert, auf Lützeburg zu kommen? Das ist so ein bisschen... Ja, also ich muss da ein bisschen von meiner Recherche ausgehen und spekulieren, weil vieles wissen wir nicht. Wir wissen am Anfang just das, was wir und Informationen am Register de Commerce fanden. Das heißt, wir sehen hier Bilanzen, das, was sie pro Jahr deklarieren, was sie ihre Benefice, die sie gemacht haben, ihren Umsatz. Und da kann sich dann eben, wenn ich gesagt, wenn ich probiert das zu retracieren, den Historik, weil sie hier Firmen gegründet haben, gesagt haben, dass die eben, wie ich früher so, eine Rolle spielen an ihrem ganzen Konzern. Das heißt, sie haben einerseits ja durch die Firmen die Fleisch produzieren und dann haben sie der andere auch zu Lützeburg, wo sie dann eben Suen hin und her überweisen, nennen wir mal so. Das heißt zum Beispiel die Firmen, die lehnen sich gegenseitig Suen, das heißt, die haben Schulden, die machen sich gegenseitig Schulden, was wahrscheinlich auch ob irgendeiner Weise interessant ist, wirtschaftlich gesehen, und sie kassieren eben Dividenden. Und das ist am Anfang, so wie ich das interpretieren, die Rolle von denen Briefkastenfirmen an dem großen Konzern, JBS. Du hast schon gedeiht, Register de Commerce, die war ja ganz groß in den Schlagzeilen erwähnt, OpenLux. An den Recherche braucht ja auch sozusagen die Datenbanken, für weiterzukommen. Bei OpenLux war ja das größte Missverständnis nicht nur mal, es ist ja alles legal und das ist ja auch irgendwo so, dass effektiv die Daten sind retraçabel, du findest sie. Was ist dann da, aber war das nach der Kritikpunkt? Also für was wird OpenLux trotzdem, für die Leute, die sich dafür interessieren, war dann ein gewissen Skandal? Ja, das ist effektiv keine Frage von Legalität mehr, ist von Transparenz, was man mal so sagen. Also OpenLux, wie die Informationen von hinten veröffentlicht gesehen hatte, ich am Anfang war schon bald fertig mit meiner JBS-Recherche. Da hätte ich schon nicht direkt davon profitieren, aber ich habe mich gefreut, weil sie haben am Anfang gewissermaßen ob ihr Problem hier gewesen, den ich auch immer habe, wenn ich recherchiere. Und das ist eben Transparenz von den Registern. Also wir schwätzen da enorm von 2 Registern, das eine ist ein Firmenregister und das andere ist ein Register der Beneficiäre. Das heißt am Anfang das Register von Proprietären. Das heißt, du soll dann draufstehen, wem eine Firma am Endeffekt gehört. Für einfach, dass das mit Transparenz soll sie wozu hilfleisten, und wen die Benefiz hat. So, und die EU hat irgendwie für ein paar Jahre die Forderung eben und Memberstaaten gerichtet, dass so Registre sollen angefordert gehen. Und Lützeburg war da mit 4 dabei, das muss ich sagen, für die Forderung ganz brav umzusetzen. Mir hat das aber bei ganz minimalistisch Art und Weise gemäht. Das heißt wirklich, das Minimum umgesagt von dem, was sie mussten. Das heißt, dass die Register, du findest einen gewissen Zucht von Informationen, wenn ich den Namen von der Firma weiß. Da kann ich gucken, wem sie gehört, effektiv. Aber wenn ich zum Beispiel nur eine Person will sichern, hol mal als Beispiel Flavio Becker, ich will gucken, wie viele Firmen hat der Mann, wo es die beteiligt, und ich seine Nummer agenda fand ich nicht. Das heißt, so funktioniert das nicht, und du das am Anfang der Register wirklich nicht ganz user-friendly, auch für Journalisten und Chercheuren einfach am Anfang nicht zu gebrauchen, respektive just mit ganz viel Aufwand. Und darauf hat OpenLux hingewiesen. Das heißt, sie haben die Daten aus dem Register der Beneficiäre rausgezogen, an hier eine Datenbank übertragen. Und die kann ihn eben ganz anders durchsichern, mit ganz anderen Sichtkriterien und mit einer anderen Maske, sozusagen einer Sichtmaske. Und dadurch ist es einfach, sie ganz viel rauslesen, was den am Normalen nicht kann. Okay, weil ich natürlich noch nicht ganz verstehen, als für was das das Problem, wenn JBS so viele Firmen zu Lützeburg schult. Ist JBS eine Firma, die mal grundsätzlich soll sympathisch sind, oder hat JBS, das ist ein bisschen suggestiv, hatte ich so, das war bewusst, aber ist JBS nicht ganz koscher? Also, für was ist das Problem? Illegal ist nicht, das ist klar, das ist froh. Für was interessiert das halt zu Lützeburg, für was sollen mir die Firmen überhaupt haben? Das heißt, muss ich nicht sagen, dass die Firmen bezahlen zwar wenig Steuern heute zu Lützeburg, aber sie bezahlen da aber. Und auch wenn da nicht viel sind, dadurch, dass es einfach so viel zur Parfum gibt, sind das aber ein nicht schlecht Abkommen für die Lützeburger Staat. Das heißt,
Die Zoll kann ich vielleicht noch nennen, es gehen ungefähr 50.000 zu Parkfirmen halt zu Lützeburg. Das ist mehr wie ein Drittel von all den Firmen. Insgesamt sind es da 140.000 Firmen, die halt zu Lützeburg offiziell enregistriert sind. Und davon eben 50.000 zu Parkfirmen. Und Open Lux hat gerechnet, dass die insgesamt ein Kapital von 6.000 Milliarden haben. Also das ist Kapital von den 50.000 zu Parkfirmen halt zu Lützeburg. So, und das Kapital wird besteuert. Nicht viel, aber es wird ein bisschen besteuert. Die Suche fließen an die Lützeburger Käsen. Und das Problem ist natürlich, dass sie nicht auf andere Plätze, wo sie vielleicht gebraucht gehen, hier fließen. Natürlich, das ist einfach ein Froh von globaler Steuergerechtigkeit. Weil in Brasilien bezahlt JBS die Steuern natürlich nicht auf ihre Benefizen. An JBS ginnet du Probleme mat ihren Aktivitäten a Brasilien aéi weit sozusagen och wann ich lo denken de Jean-Louis Zeyer war bei meinem Studio dats dem den devoir de Vigilance gangen, dat so eng froh wat mischt JBS in den Länder wo sie eben hier produzieren hier kreen. Ja, genau. Also JBS lass mal so JBS Brasilien als gëtt auf Verbindung bruch mat ganz viele Probleme mat all die Probleme, die so eng industriell Massen deieren Haltung mat ze sprengt, natürlich auch Aufholzung vom Rebisch, mat den entsprechenden Zerregasemissionen, aber auch verstehsgehend Arbeitsrecht und auch groß Korruptionsskandal a Brasilien. Da das Brasilien so, ich kann nicht direkt leer machen zu den Aktivitäten von den Lützeburger Firmen, aber das Risiko ist natürlich ganz groß da, dass es da Lien gibt. Und an dem Sinn von mir als ASTM zusammen mit anderen ONGen halt zu Lützeburg, die sich eben ersetzen für ein Gesetz, dass es ein Gesetz gehen für in devoir de Vigilance, das kann ein auf Deutsch Sorgfaltspflicht nennen. Und da geht es eben darum, dass Firmen, die halt zu Lützeburg enregistriert sind, dass die sollen gucken, dass hier Aktivitäten proper sind, dass die frei sind von Menschenrechten, von Menschenrechtsverstehs, auch von Verstehs gegen Umweltrecht, und zwar nicht nur heu, aber auch an den Firmen, die sie kontrollieren, an ihren Durchstofffirmen, an ihrer Lieferketten. Also in Deutschland, das würde ich vielleicht hören an den letzten Wochen, da haben sie auch ein entsprechendes Gesetz auf den Webrug oder eine Light-Version davon. Und das nennt sich Lieferkettengesetz. Das heißt, da geht es darum, dass Firmen einfach mal sich ein bisschen Gedanken machen, sind eigentlich die Firmen, die an einer Lieferketten dran sind, wirtschaften die auf eine respektvolle Weise, vis-à-vis von Menschenrechten und Umwelt. Aber was sie nicht das machen, wenn es ein Risiko gibt, was kann ich als Firma, die das ganz kontrolliert machen, für das zu verhindern? Aber wenn nicht, bis Probleme gibt es irgendeine Möglichkeit, dass die Leute, die zu Schuld kommen, sind, dass die sich vielleicht können und Lützeburger Justiz wenden, für da um Recht zu kriegen. Das sind Forderungen von einem Lieferkettengesetz. Aber für war das wichtig für zur Parkfirmen, weil Leute gehen, die so in die Parkfirmen, die hatten am Anfang da brauche ich kein Lieferkettengesetz. Und da das für uns an unserer Perspektive am Anfang Quatsch, weil die Parkfirmen, die sind ein Teil von riesen Firmenkonstruktor, weil das Risiko eben besteht, wie ich vorhin erklärt habe, dass sie eine Verbindung stehen mit Problemen von den Firmen, müssen die unbedingt auch aus so einem Gesetz integriert sein. Das heißt, auch wenn es Briefkastenfirmen sind, müssen sie dafür sorgen, dass die Firmen, die sie kontrollieren, nicht gegen Menschenrechte verstoßen. Was für ein Problem schwätzen wir bei JBS in Brasilien? Ich gehe aus, dass du ein bisschen mit den Waldrodungen zu denen brauchst viel Terrain für die ganzen Bächen und so weiter. Du gehst wahrscheinlich verstehst, soweit ich weiß, gibt es ja auch schon Korruptionshintergründe. Ja, genau. Also es gibt JBS Sturm für Gericht, eine andere in den USA, wenn es Korruptionsgelder, die sie bezahlt und sie haben massiv Politiker bestochen in Brasilien. Leute, vielleicht Leute, die schon vom Lava Jato, Korruptionsskandal, da waren noch andere Firmen dran beteiligt, wie Odebrecht, und die haben einfach querbeet alle Politiker von allen Parteien bestochen, für ihre Interessen durchzusetzen. Und das hat also Brasilien so lange gut gegangen, bis du angefangen zu expandieren und in den USA eben eine große Geflügelfirma abzukaufen. Und du konnten sie dann an den USA den Prozess gemäht mit dem Argument, die hat die US-amerikanische Firma abgekauft mit Suen, die da am Anfang mit einem Benefis, den just gemäht hat, weil da am Anfang korrupt wirtschaftet. So, und du konnten sie noch effektiv verklagt und müssen eine Strafe bezahlen. Die Strafe, die dürfen sie aber an Tranchen aufbezahlen. Das heißt, den lohnt nicht so weh. Es gibt aber Gefahr, dass sie vielleicht könnten aus Brasilien probieren zu verschwinden und hier Headquarters irgendwo anders installieren, Fleisch zu Lützeburg, wir sind nicht.
wo man da vielleicht könnten dem brasilianischen oder dem US-amerikanischen Fisk entgehen. Ja, und andere Probleme von JBS, die du auch schon kurz angesprochen hast, das sind da so Sachen wie effektiv die Massen, deren Haltung, die eben viel Terrain brauchen, für die Terrain zu hunden, muss in dann Rebisch aufholzen und oft geheiert den Bösch an die Terrain am Fong der indigene Bevölkerung in Brasilien, die dann verdriven wird, für das du kann eben Rannerzucht bedriven gehen. So. Da das ein anderes großes Problem von JBS, wo viele ONG noch schon recherchiert tun und hier donen oder hier ja, publiziert tun. Und ein anderes Problem, das für kurzem vielleicht auch und Blut kommen aus eben Arbeitsrecht. Das heißt, die Leute, die an ihre Fleischprozessierungsfirmen schaffen, denen geht es nicht gut, da das vergleichbar mit oder vielleicht sogar noch mehr extrem wie zum Beispiel Tönnies, weil der Leute in Deutschland hat, wo dann nicht nur während der Corona-Krise, aber vor allem während der Pandemie einfach ganz viele Probleme und Blut kommen sind, wie die Leute behandelt gehen, die müssen da schaffen. Ne? Also von Sammelunterkünfte bis keine Pausen, ganz schlechte Bezahlung, der will natürlich nicht krank gehen, sich nicht verletzen und so weiter. Also Probleme, sie für JBS auch nur gewesen gehen in den USA. Okay, ja, also ich werde auf jeden Fall an Shownotes auch den Artikel vor Portal U verlinken. Ich meine, zu dem Thema, was du gerade gesagt hast, hat eben dann John Oliver Sänger Last Week Tonight, wohin über Meatpacking, Packaging, mensch, war Titel von der Sendung, dort eben auch JBS als Beispiel geholt, wie eben dort Arbeitskonditionen sind. Lo as meng froh nach dein Arbeit, die du musst, die erfordert sozusagen eben politische Kampagnen von den NGOs, vor allem auch momentan von ASTM. Aber für das auch großes Publikum erreicht, brauche ich irgendwie auch Vermittler. Und das können ja Journalisten sein zum Beispiel. Aber wie weit geht es zu Lützeburg dann, deiner Meinung nur momentan genug kritischer Journalismus oder investigative Journalismus, gerade was Briefkiste Firmen und so weiter bedeutet? Ist das präsent oder gibst du so du hast doch Männer in den letzten Jahren oder? Nee, ich denke nicht, dass es Männer gehen. Also, das ist sicher nicht, dass man hier eine Dosen kritisch investigativ Medien hatte mit Kindern, aber du hast den Artikel von Reporter über JBS erwähnt, wo man auch teilweise zusammen geschafft hat, für Informationen auszutauschen. Dann also, gibt es natürlich Vox, die waren ja aber auch beteiligt und Open Lux, das heißt, du gibt es eine kritische Auseinandersetzung mit den Themen. Effektiv hat ONG-10 ubelangt, du gibt es nicht viel ONG, die sich vielleicht auch auf den Terrain beginnen, für ein bisschen Recherche zu dem Thema zu betreiben und auch vor allem für Lützeburg auch an den Blick zu halten, weil ich denke, du kannst es sich wirklich lohnen als ONG auch, ob die Erfahrung, die ihn hat mit den jeweiligen Partnerländern, ob die Erfahrung, die ihn hat mit Themen, abzubauen und eben zu gucken, was hat das mit Lützeburg zu tun, wo ist Lützeburg involviert, wo könnte mir hier auch hier drehen für Probleme an unsere Partnerländer zu beheben. Und da wäre es effektiv flott zu sehen, weil mehr ONG noch einfach geben, sich auf den Terrain beginnen. Also, soweit ich weiß, außer der ASTM geht es nach Greenpeace, die natürlich auch viel Recherche machen, aber das ist eben keine Entwicklungs-ONG in dem Sinn. Und das war es schon ein bisschen natürlich. Da wäre man am Anfang froh, wenn man nicht ganz lang wäre bei der ASTM. Wenn das ein gutes Schlusswort. Zum Schluss habe ich immer noch die zwei selbst frohen bei meinen Interviewen. Darauf hast du natürlich nicht viel berät, das ist auch gut so. Dafür ganz spontan, was willst du auf 5 Jahren nicht mehr müssen erklären? Dass wir heute immens privilegiert sind und dass als Privilegien auf Kosten von anderen Leuten just können bestehen. Und die zweite Frage ist, du darfst eine Woche lang den Tram beschriften mit einem riesen Panno. Was gibst du drauf schreiben? Ich sehe nicht Finanzplatz. Okay, das hat man nicht dort. Ich muss mal dem abschreiben, also das hat leider mal gesagt, zum Schluss, was soll auf den Tram gehen, und irgendwann werde ich dem François Bausch mal einen Lösch checken. Das geht eine schöne Kampagne dort. Gut, merci Nadine, ganz interessant. Genau, ich hoffe, wir gesehen hast nachher vielleicht eine andere Recherche. Genau, ich meine, du war nicht die Last, die du gemacht hast. Nee, sicher nicht. 50.000 Briefkiste Firmen. Ja, genau, schön nach Arbeit, ja. Merci, Adi. Ciao.
Wir sind am Schluss meiner Sendung bei der Agenda gekommen. Und du hast bei mir im Studio wie allmond natürlich dann vom City. Moin an. Moin, Cedric. An, das Mee, das gut wieder, was musst du mit mir? Maja, ich schicke dich an viele verschiedene Ausstellungen, denn ich weiß nicht, ob du es weißt, mit dem Meer aus den europäischen Mond von der Fotografie. Das weiß ich nicht. Voilà, ihr weißt es. Und da kann ich, wie gesagt, auch ein paar Sachen gucken gehen. Und ich fange an mit Rethinking Nature. Da das eine Ausstellung von 5 Künstlern am Cercle Cité. Und du kann sich auf eine neue Art und Weise mit der Relation zwischen dem Mensch und der Natur beschäftigen. Okay, das klingt gut. Jo. Und Dono, wo gehe ich da hin? Dono machen wir einen kleinen Ausflug auf Lützeburg. Und zwar gibt es die Exposition 75 Jahre Övre. Und ich meine, alle Leute kennen das aber. Da gehen ja viele solidarische Projekte unterstützt. Und dort kann man wirklich die ganze Geschichte von der Entstehung bis heute gesehen. Okay, und als dritt auch noch ein Musee? Auch noch ein Musee. Und auch noch ein Fotoen, und zwar heißt es dann Rethinking Landscape, und da das dann am Musée National d'Histoire et d'Art. Und da gibt es auch 5 europäische Fotografen, und und auch da gibt es einen frischen Blick auf die Repräsentation von der Landschaft an der Kunst. Okay, das klingt gut. Mehr Informationen finden wir natürlich wie immer in den Shownotes, da sind alle Veranstaltungen verlinkt. Und wir sehen uns nächsten Monat, oder? Na ja, sicher das. Adi an. Adi, bis nächstes Jahr. Das war es für diesen Monat von meiner Seite. Anne Schliewe wird produziert von ASTERM und Zusammenarbeit mit Radio ARA an dem Klimabündnis Lützeburg. Ihr könnt ihr aktuell voll auch immer auf der Website von Radio ARA lauschen und rufen. ASTERM findet ihr auch auf Facebook und Instagram und natürlich an astern.lu. Fragen und Kommentare zur aktuellen Sendung könnt ihr gerne richten an podcast@astern.lu. Mein Name ist Cedric Reichel, merci für das Lauschen und bis die nächste Kehr. Und denkt dran, think global, act local.